willkommen zurück. Weitere Folge Subsistence. Let's play mit Shooting. Jo, der Tag geht langsam wieder dem Ende zu. Ich wurde vorhin fast vom Bären gefressen. Habe es aber noch zurückgeschafft. Das war echt fies. Ich habe den nicht gesehen, der war um die Ecke rum. Gleich neben mir hat einer zugebissen, das halbe Bein war weg. Und trotzdem überlebt. Kann auch anders ausgehen. Jo, beim Fliehen musste ich dann, das ist wieder mal eine Top-Secret-Kiste, musste ich an 3 Kisten vorbeirennen und 2 Erzvorkommen. Das hat höllisch wehgetan. Aber was willst du da schon machen? Kannst nicht einfach stehen bleiben. Und die Kiste öffnen, währenddem der Bär am Bein rumkaut. So Chuck Norris-mäßig bin ich dann doch nicht drauf. Na gut. Gibt es denn neue Kisten irgendwo? Ich glaube, hier oben knurrt irgendwas. Lass ich mal lieber. Schrotflinte würde ich auch gerne bauen. Muss ich jetzt mal schauen. Dann könnte ich nämlich langsam auch mit Wölfen rumspielen. Schrotflinte. Ja, da mangelt es wieder an diesen blöden Stoffstücken. Das sind echt ein bisschen Schwanzbeißer, weil die kriege ich dann wiederum von den Wildtieren, wenn ich sie erlegt habe. Natürlich könnte ich mit der Pistole, Munition, ja. Ich sag mal, wenn ich ein schönes Ziel habe, werde ich mal mit der Pistole auf so ein Vier aufbauen. Da drüben ist noch der blöde Bär, der mir das halbe Bein abgerissen hat. Aber bis es soweit ist... So, Feuer. Einlagen, was ich dann nicht zum Bauen brauche. Ja, Fleisch natürlich. Oh, das ist eine Kiste. Vermutlich frisch gespawnt. Zack. Blöder Bär. Also Bärenpistole, nee, mach ich nicht. Also ich schau mal, Nägel habe ich mehr als genug, das auch. Werde ich doch meine Basis mal ein bisschen erweitern. Dann kann ich eigentlich schon fast das ganze Fundament bauen. Ich mache mal so eine kleine 2x3 Felder große Basis. Dürfte für den Start reichen. Ich möchte jetzt auch nicht zu groß hinkleckern. Noch einmal ein Serum. Hier ist irgendein Erz. Das werde ich... Das ist dieses... Wie heißt das? Potassium. Hier oben habe ich noch Erz. Das dürfte Kupfer sein. Genau. Und ich hätte eigentlich vor allem gerne Eisen. War da nicht noch ein zweites? Das ist gerade despawned, dankeschön. Eisen hätte ich wirklich gerne. Weil, ich glaube, das war nicht mehr in der Folge drin, weil ich ja meine Command Unit komplett aufgeladen war, habe ich ja eine Raffinerie in Auftrag gegeben. Die werde ich jetzt an sich platzieren können. Hat den Vorteil, dass ich bereits schon die Metalle einschmelzen kann. Und mit Eisen könnte ich mit einem neuen Dietrich bauen, um diese High Security Kisten zu öffnen. Und hoffen, was Gutes zu finden. Das ist auch lustig, ja? Diese Pfähle der Plattform, die reichen nicht ganz runter. Stehen jetzt hier einfach so in der Luft rum, aber naja, nicht ganz logisch, aber passt schon.
Solange es stehen bleibt und nicht zusammenfällt, ist mir das egal. So. Also, Zeit. Einfach der Neugier nehmen. Das wäre ziemlich Verschwendung hier. Also 2x3. Habe ich schon erwähnt. Schnapp ein. Schnapp. Schnapp, schnapp. Dann mache ich hier drüben dasselbe. Schnapp. 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 Also funktioniert recht gut, finde ich. Die Basisbau brauche ich noch. Dieses ganze Basisbau-Gedöns. Dann habe ich ja gesagt, habe ich den die Raffinerie erstellt. Die stelle ich hier gleich neben die Tür und die Command Unit. So, dann schaffen wir hier doch gleich mal das ganze Erz rein. Habe ich hier wieder Platz in der Kiste. Ich dachte, ich hätte hier einen Bergen gehört, aber ich glaube, ich habe hier das Bergenkomplex mittlerweile. So. Schalte ich gleich ein Pro Schmelzvorgang. Ich könnte das noch upgraden hier. Und weitere Linsen einbauen. Einer reicht für den Moment. Das braucht 0,5 Energie. Ich mache nur 0,33, also geht jetzt Energie flöten. Ich muss mal ein bisschen konstruieren. Also ich würde gerne das Holzfeuer machen. Brauche ich Stoff. Für das Bett brauche ich Stoff. Für das könnte ich eigentlich noch bauen. Würde vermutlich noch am meisten Sinn machen. Könnte ich Pflanzen durch den schon. Ja. Das Beet wird wahrscheinlich das nächste werden. Samen. Na, 2 ist jetzt auch nicht gerade der Burner. Immerhin. Also, das ist meine Basis. Wunderschön. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich werde den mal ein bisschen wegnehmen. Mal hier hin. Ja, passt. So. Wasser ist ja gratis. Zack. Gut, ich denke, dann werde ich hier wieder mal eine Runde fischen. Ich nehme mal die Asche hier raus. Nicht, dass es zum Stau kommt, das wäre schade. Nee. Die Angelroute. Das Problem ist, ich habe jetzt hier natürlich kein hübsches Feuerchen mehr. So. Ein bisschen was muss ich schon sehen. Tja, dann heißt es wieder warten, bis was anbeißt. Da ist er. Jawohl. Komm schon, mein Fischchen. Ach, nur ein kleiner. Oh. Naja, versuchen wir gleich nochmals. Zack.
Ach, wie idyllisch. Hm. Ein paar Kleider wären nicht schlecht. Aber für das brauche ich dann auch wieder diese Stofffetzen. Komm, beiß an, beiß an, beiß an. Lecker Fischchen. Thunfisch bitte. Ich hätte gerne einen Thunfisch-Sashimi mit Sesam. Lecker. Ich kriege gerade Lust wieder mal. Ich habe schon lange nicht mehr Sushi gegessen, war wieder mal Zeit. Auf was für Gedanken man kommt, wenn man solche Spiele spielt, unglaublich. Aber irgendwie will hier nichts anbeißen. Ein bisschen rumtanzen. Obwohl ich glaube kaum, dass es irgendeinen Einfluss hat. Vielleicht, wenn ich weiter wegstehe. Hm. Na los, beiß an. So, sehr schön. Ich glaube, es ist auch nur wieder nur so ein kleines Ding. Wie sagt man so schön, Kleinfisch. Vielleicht mal diese. Kleinvieh macht auch Mist. Kleinfisch. In diese Richtung versuchen. Ich denke, ich werde diesmal trotzdem den Tag filmen, damit ihr mal so einen klassischen Tagesablauf miterleben könnt, dürft, müsst, wie auch immer. Vielleicht wird es ja gerade morgen passieren, dass ich vom Bären oder vom Wolf gefressen werde. Hatte ich jetzt eigentlich jeden, auch in den ersten Tag, als ich dann nicht mehr gefilmt habe, Fisch, hatte ich auch so eine Situation, wo ich... ach nee, dort war ich so blöd, bin vom Felsen runtergefallen, habe mir das Bein gebrochen. Ach, schon wieder ein kleiner. Mal gucken wir die mal. Und das in der Nähe von einem Bär ist natürlich sehr praktisch. Dreimal Fisch auf dem Grill. Konnte mir dann aber gerade noch mit letzter Not ein Splint, das ist eine Schiene bauen. Weil wenn man das Bein gebrochen hat, dann ist man wirklich nur noch ganz langsam unterwegs und in der Nähe von einem Wildtier ist das tödlich. Konnte mir dann aber gerade noch das Bein schienen und wegsprinten. Auch Glück gehabt. Also man kommt auch mit nur Wildgetier und Gedöns immer wieder in gefährliche Situationen. Öfters als man denkt. Die sind fertig gekocht. Ich habe keine Köder mehr, richtig? Ja. Aber ich habe noch Würmer. Na, viele sind das jetzt auch nicht so. Deshalb werde ich jetzt einfach mal meinen Tagesablauf mitfilmen. Ja, dann mach mal. Dann habt ihr mal ein Beispiel, wie das so läuft im Spiel. Gibt euch auch einen besseren Überblick. Ich bin noch immer unschlüssig. Also im Moment macht es einfach noch Spaß, das Zeug zu sammeln. Und die Basis aufzubauen, zumal ein bisschen die wichtigsten Überlebensdinge zu bauen. Und vorwärts zu kommen, aber ich weiß echt nicht, wie das Spiel langfristig fesseln soll. Wiederspielwert ist schwierig zu sagen. Die Karte ist ja immer dieselbe. Schauen wir mal. So, hier gibt es noch ein Fischchen. Ich glaube, das ist schon wieder ein kleiner. Yep. Naja, zumindest habe ich mein Bedarf an Protein decken können mit dem kleinen Fischchen.
Zur Not habe ich ja noch die Proteinriegel, aber weil die nicht vergammeln, möchte ich die eigentlich auch nicht essen. Das soll wirklich Notvorrat. So, hinunter mit dem Fisch, dann noch ein bisschen Algen. Das ist eigentlich schon, das fällt nach der Reis, dann habe ich meine Sushi zusammen. Wie sieht's aus? Haben wir denn schon... Ne, ist noch zu kalt. Ich kann noch nicht losziehen. Meine Schmelze, ich habe schon 15 Eisenfragmente und für den Dietrich brauche ich 18. Und 500 Energie ist echt krass. Der hat erst die Hälfte aufgeladen. Ach, der lädt natürlich im Moment nicht auf, weil ich ja alles verbrauche. 15. Ich kriege eh nur 16 hin. Ich brauche mehr Eisen. Mehr. Na gut, dann lasse ich den jetzt hier noch durchschmelzen. So, kommt schon. Während des Sonnens 6 Grad, okay. Das reicht. Feuerchen. Und dann geht es erstmal auf Algentour. Finde ich zu Beginn eigentlich die zuverlässigste Proteinnahrungsquelle und ist auch ziemlich einfach. Es nervt halt einfach diese Taucherei. Aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es gäbe natürlich noch die Blaubeeren. Die sind allerdings ziemlich cool für die Tierzucht. Die werde ich jetzt mal aufbewahren und sammeln. So, dann schlage ich hier noch ein bisschen Holz. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel Algen. Holz, ja. Ich noch meine tolle Basis bewundern. So ein Pfahlbauerhaus. Kann man dann noch aufwerten zu Metall. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich nur mal gesehen im Video. Und Glas gab es jetzt im letzten Update. Aber dafür brauche ich dann auch erstmal eine Werkbank. Die werde ich nicht so schnell haben. So, dann hier der dicke Baum für eine Made und für Holz. Dann haben wir hier einen Wolf. Ich habe hier eigentlich so 2 Standardtouren, die ich versuche am Tag abzulaufen. Hier oben habe ich 3 von diesen dicken Bäumen. Oh, Kiste zuerst, bevor sie despawnt. Nägel und Bandage, schön. Und unten zur Küste hin, ich glaube, das sind sogar 4. So kriege ich etwa 6 Maden pro Tag raus. Und hoffentlich noch viele Kisten. Ein bisschen Metall. Und durch das ganze Pflanzengedöns. So, das ist Baum Nummer 3. Wenn ich hier nach unten gehe, hier, das könnte Erz sein, das ist Erz, sehr schön. Und was Erz, Eis meine ich. Erz ist Eis.
ist ein Wolf. Da gehe ich lieber aus dem Weg. Fiber ist irgendwie ein bisschen wenig los die Tage. Hier ist das Grünland, jetzt Erzfiber und ein Wolf. Lieber nicht. Ja, lass mich in Ruhe. Ich lasse dich auch in Ruhe. Nein, 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 nein. Und dort wäre noch eine Kiste. Ach Mann. Naja. Bringt dir alles nichts. Gut, hier ist eine Kiste gespawnt. Die schnapp ich mir natürlich, bevor ich ablade und zack, ein bisschen Munition. Pfeile sollte ich noch schnell schauen. Na, das ist der erste. Klar, könnte ich auch selber erstellen. Ja, schmilzt das durch, ich brauche das. So, das war jetzt Tour 1, jetzt mache ich die Tour 2. Die bringt mich zur Küste. Die ist ein bisschen länger. Holz habe ich aufgefüllt beim Feuer, oder? Ich hoffe es. Habe ich? Habe ich? Ich glaube nicht. Nee, ich muss noch was zurück. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ich meine, es ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm, wenn mir das Feuer ausgehen würde. Kostet mich dann halt an für den Streichholz. Die findet man nicht so häufig. Ah, Eisen, super. Mit der Zeit ist es eh scheißegal, da hat man eh genügend Ressourcen, aber gerade so zu Beginn sind es diese kleinen Dinge, die doch relativ viel ausmachen, wie ich finde. Was ist denn hier los? Kein einziges. Doch hier. Ein bisschen Alge. So. Ich wundere, ob ich von hier zum Feuer komme. Nö. Und jetzt stelle ich fest, ich habe es nicht trotzdem gefüttert. Nee. Okay, das war eine weise Entscheidung. Gebe ich hier noch schnell das Erz nach. Ja, ich orientiere mich eigentlich immer so ein bisschen an diesen fetten Bäumen. So finde ich die Wege recht gut. So. I chop you down. Like a dead old tree. Dirty old town. Dirty old town.
ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die fetten Bäume, weil ich habe ja noch keinen Ofen. Der Ofen, der hält ein bisschen länger durch, also deutlich länger durch. Hat allerdings dann auch den Nachteil, habe ich das Gefühl zumindest, dass er weniger Asche produziert, weil er weniger Holz konsumiert. Da ist irgendein Erzchen, könnte Eisen sein. Ne, das ist Potassium. Keine Ahnung, was Potassium ist. Aber nehmen wir alles mit. Hier schnell gucken. Ah, hier gibt es ein bisschen Sandstein. Ach, das ist so super fricklich. Unter dem Wasser ist es noch viel schlimmer, den richtigen Winkel zu finden. Zack. Ach, das Aussteigen ist immer so ein bisschen mühsam. So, das war eine Munitionstruhe. Gucken wir mal, was hier drüben rumlungert. Oh, hier hat es einige Kisten. Medizinische Truhe. Eine medizinische Truhe hat Nägel. Dann habe ich hier, da oben ist ein Wolf. Ich gehe mal in die Hocke, das sollte eigentlich ein bisschen den sehr viele Nägel, sehr schön. Den Aufspürungsradius verringern. So munkelt man zumindest. Okay, hier ist noch ein fetter, dicker Baum. Nehmen wir mit. Und da ist es, das Würmchen. Ja, ich möchte hier lachen, aber im Survival Game ist man mit solchen kleinen Dingen immer wieder glücklich. So, noch ein dicker Baum. Zack. Da knurrt was. Ja, ein Wolf. Weg. Ach, jetzt ein Huhn. Machen wir mal wie einen Chicken Run. Ja, der rennt jetzt gerade so Richtung Baum, aber hier hat es noch eins. Chicken Run. Na, komm schon, Hühnchen. Lecker Huhn. Möchte auf meinen Grill. Also eigentlich möchte ich es ja nicht. Nicht zum Bären, nee, nicht zum Bären. Das ist nicht nett. Na toll. Okay, lass ich bleiben. Gut gemacht, Huhn. Aber das ist mir zu gefährlich hier. Jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Muss ich mal schnell schauen. Ach, da drüben ist meine Basis. Wer hätte das gedacht? Jo, Hasi. Dich werde ich leider nicht erwischen. Du bist nicht so blöd und bleibst nicht stehen, wieder tun. Das ist ein Wolf. Ach, der ist auch... Das kann echt das öfter mal passieren, wenn man diesen blöden Chicken Run macht. Zum einen, dass man die Orientierung hoffnungslos verliert. Zum anderen, dass man dann auch in diese blöden anderen Viecher reinrennt. Ich hoffe, ich
Bin jetzt nicht zu weit vom Kurs abgekommen. Zumindest hat es hier gut Blaubeeren und Pflanzenfasern. Altmetall. Ah, Wolf. Gibt es irgendwo eine Gegend auf diesem Planeten mit so vielen Wölfen und Bären? So, was macht das Feuer? Na, ist noch okay. Hier wäre auch eine Funktion echt nützlich, dass man einfach irgendwie das Zeug hier klicken kann, das sortiert sich selber ein, und dass ich jetzt hier die ganze Zeit dem selber nachrennen muss. Ich schalte mal ab. Das ist nämlich ein Rätsel. So, dass das irgendeinen Mehrwert bringen würde. Mhm. Könnte man noch verbessern. Weil jetzt hier die Dinge echt im Einzelnen hin und her zu ziehen. Aber das Spiel ist ja noch Early Access. Meiner Meinung nach wurde das noch nicht voll released. Passt also schon. Ach, und was Lustiges, das ich gelesen habe in den Update News ist, das scheint hier ja eine Einzelperson zu sein, die dieses Spiel entwickelt. Und die hat jetzt anscheinend gerade den Job aufgekündigt, damit sie sich vollumfänglich um die Entwicklung von diesem Spiel kümmern kann. Ja, ich wünsche viel Erfolg. Ich hoffe, das wird was, aber mein lieber Spieleentwickler, du musst echt was für das Langzeitspielerlebnis machen. Ich glaube, im Moment ist das noch nicht genug. Oder ich übersehe was. Ich meine, das ist auch erst mein zweites Spiel. Naja. So, es ist bald Nacht. Ich werde da noch ein bisschen an der Basis rumbasteln. Ich habe schon ziemlich überzogen, sehe ich gerade. Die Schatten fallen zumindest in diese Richtung. Ich denke, ich mache das jetzt heute mal anders. Ich werde jetzt einen Basisbau machen, die Nacht wieder ein bisschen durchangeln, um meinen Proteinhaushalt zu erhöhen. Und dann schalte ich euch morgen wieder hinzu. So, ich denke mal in-game Mittagszeit, dass ihr dann auch den Abend erlebt, wenn ich wieder an der Basis rumfummle. Jo, machen wir so. Pause und tschüss.